comrades have been asked to say a few things about what's happening in Greece these days. And since it seems that there are a lot of things happening in Greece, this probably means that I will have to speak a bit more, so I apologize in advance. Okay, heißt euch herzlich willkommen und freut sich, dass hier ist. Er wird jetzt einige Sachen über Griechenland sagen und da sehr viel passiert ist in Griechenland, wie ihr alle wisst, wird es ein paar Sekunden länger dauern. Von mir die kurze Bitte, wir übersetzen das hier. Ich werde das Wichtigste zusammenfassen, weil er gutes Englisch spricht und die meisten von euch es wahrscheinlich auch verstehen. Wenn ihr reagieren wollt, reagiert bitte nicht auf meine Übersetzung, sondern auf das, was der Genosse sagt. Versteht ihr? Also jetzt nicht. Genau. So, I'm bringing you the warmest greetings and wishes from the youth of Synaspismos, from Greece. I am also bringing you a public debt of 340 billion euros. I bet you have already heard about it. I bet you have also heard that my country has created this debt because actually of our temperament. Because we are lazy, because we only want to spend your money and never to work. Well, it seems that the truth is quite different. Greek workers are the most hardworking in the Eurozone, with an average of 42.5 hours per week. Okay, also fürs Protokoll, der Genosse kommt von der Organisation Iolias Synaspismos, das ist die Jugendorganisation der griechischen Linken. Er hat auch eine gigantische Schuldensumme mitgebracht, von der haben wir bestimmt auch schon in den Nachrichten gehört, so wie wir in den Nachrichten auch schon gehört haben, wie faul die Griechen alle sind und wie sie unser ganzes Geld verschleudern. Er hat jetzt darauf hingewiesen, dass das ein sehr fataler Irrtum natürlich ist, weil die griechischen Arbeiterinnen und Arbeiter mit 42,5 Stunden die am meisten und längsten Arbeitenden in Europa sind. So, governments and mainstream media, both in Greece and Germany, tell us that the crisis of the Greek economy was created due to its low competitiveness. And we ask them, how is it then that countries with very high economic competitiveness, like Ireland, also suffer from the crisis? They say that the reason for our crisis is the large public sector of Greece. And we ask them, how is it then that countries with bigger public sectors than Greece, like Sweden or Denmark, are better protected from the crisis? Die Regierungen und die Presse, sowohl in Griechenland als auch in der Bundesrepublik, erzählen die ganze Zeit, das Hauptproblem in Griechenland sei fehlender Wettbewerb gewesen und ein zu großer öffentlicher Sektor. Er stellt die Frage, wie es sein kann, dass in Irland, wo der Wettbewerb deutlich größer ist, eine ähnlich heftige Krise zu verzeichnen ist und wie es sein kann, dass Länder mit stärkerem öffentlichen Sektor, wie beispielsweise in Skandinavien, derzeit ziemlich gut darstellen. Diese Argumente sind also dumm. So, they say that Greece suffers due to its very high level of corruption. And we ask them again, why then was Iceland the first European country to be hit by the crisis, even though it's among the 5 countries with the lowest corruption level worldwide? And finally, they keep telling us that the major problem is our great deficit. And we ask them once again, if this is the case, and if countries like Greece just need more income, then why has the Greek government reduced the tax rate for the very high incomes to 20% from 24%? Why doesn't the EU decide to have the European Central Bank give loans straight to the countries rather than to the banks, who then give loans to the countries with an extremely high interest rate? And why did the Greek government give 25 billion euros to the banks when at the same time, with this amount of money, we could have put all Greek banks under public control? Er fragt, wie es sein kann, dass man ihnen vorwirft, die Korruption sei schuld an der Situation, obwohl in Ländern wie Island, die zu den 5 am wenigsten korrupten Staaten der Welt gehören, eine ziemlich große Katastrophe mit vergleichbaren Parametern passiert ist. Er sagt, dass das Staatsdefizit, das ebenfalls als Grund hervorgerufen wird, sozusagen von der Regierung als ein zentrales, jetzt zu änderndes Phänomen dargestellt wird, wie es sein kann, dass dieselbe Regierung die Staatseinnahmen durch Steuersenkungen im Bereich von 20
von 24 ursprünglich Prozent gemacht hat, also Steuersenkung vollzogen hat, und jetzt sagt, die Einkünfte sind zu stark. Er redet über die Verstaatlichung, das habt ihr verstanden. Die Frage, dass mit diesem ganzen Geld, mit dem jetzt Banken gerettet werden, warum man nicht einfach diese Banken vergesellschaftet hat. So, what happened to Greece is obvious. The crisis is just the other side, the result of the economic model we had all these years. The state was just kept reducing the taxes for the capitalists. Their profits were going higher, but at the same time the public incomes were being reduced. So, governments had to keep on taking loans. And this is how we got this debt. So our deficit, the deficit of the Greek state, actually belongs to the capitalists. The bourgeois class has created it, when at the same time salaries in Greece were going down and down and working rights were being terminated. Nowadays, many strikes in Greece are being judged as illegal by courts. Er schlussfolgert, dass die Krise nichts anderes ist als die Kehrseite dieser ökonomischen Politik, die jetzt teilweise als Lösung vorgeschlagen wird. Es gab in den letzten Jahren durchaus Leute, die Geld gemacht haben. Die staatlichen Einkünfte wurden gesenkt zugunsten einer ganz bestimmten kleinen Klasse. Und diese Leute sind auch jetzt wieder die, die dieselben Lösungen präsentieren, die ins Problem geführt haben. Er hat gesagt, dass diese bourgeoise Klasse die Sachen gelöst hat und jetzt zum Beispiel Vorschläge bringt, wie etwa die, den griechischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern das Streikrecht zu verwehren. So, since the beginning of the crisis, we said that Greece will be the guinea pig of Europe. And unfortunately, this was true. The integration of Ireland and Portugal into the bailout mechanism confirms that the debt crisis is a structural crisis of the European model. The reduction of the already low salaries and pensions, the collapse of welfare systems, the reduction of the public sector to 1/5, which is the case in Greece, the privatizations, these all are parts of a plan that involves not only Greece, but all European countries. We keep saying, though, that since the whole Europe suffers from the crisis, the solution must be given in the European level and not in the national one. And therefore, we will be expecting you to the Summer University of the European Left in 12th to 17th of July in Italy to discuss on the issues of precarious working conditions for the youth as well as for the construction of the EL Youth Network. This is an appointment of high importance for the youth of Συνασπισμός. Als die Krise begann, prognostizierten die jungen Linken in Griechenland, dass Griechenland als Versuchskaninchen herhalten solle für alle möglichen Maßnahmen, die jetzt auch wirklich eingetreten sind. Es geht darum, in dieser Krise Staaten, die deutliche Probleme haben, ihnen Instrumente überzuhelfen, wie beispielsweise einen ganz massiv eingestampften Wohlfahrtsstaat, die Reduzierung des öffentlichen Sektors, viele andere Maßnahmen, die wir auch in der Bundesrepublik kennen. Er sagt, diese ganzen Krisen auf nationalstaatlicher Ebene lösen zu wollen, ist in Europa so nicht möglich. Das geht nur gemeinsam. Aus diesem Grund lädt er uns alle herzlich ein zur europäischen, also zur EL Sommeruniversität Anfang Juli in Italien. Das ist ein zentrales Anliegen von Neolaios Synaspismus. Wer dort sozusagen mitarbeiten möchte, kann sich nachher auch nochmal hier melden. We already know that economic crises are common and almost periodical for capitalism, and we know that from Marx. And in order to hide this structural character of the crisis, the capitalists try to activate the mechanism of guilt. They try to convince us that we are all equally responsible for the crisis. This is the story that the Greek government and the media tell us all the time, that we had lived beyond our abilities. But who has really lived beyond his abilities? The employee who works for the minimum salary in Greece, which is, by the way, 592 euros. Just taking into consideration the fact that Greece earns yearly only 12 million euros as taxes by ship owners and 50 million euros by the immigrants for their resident permits. So please explain to the German citizens that their money from the taxes don't go to our salaries or to our pensions, but straight to our bankers. Er verweist auf die Theorie der zyklischen Krisen von Marx und sagt, dass jetzt natürlich wieder dieselben Sachen passieren. Es ist das allgemeine Phänomen, wenn etwas schief geht, sind alle gleichermaßen schuld, und das ist auch die Ideologie der griechischen Regierung.
Alle seien verantwortlich, alle hätten über ihre Verhältnisse gelebt. Er verweist jedoch auf einen Durchschnittslohn von 592 €. Das ist, das ist der Mindestlohn in Griechenland, zu dem viele arbeiten müssen. Das kann ja wohl kaum die Ursache dafür sein, dass irgendwelche Leute in Dekadenz nun diese Krise verantwortet haben. Er verweist darauf, dass beispielsweise eine verfehlte Steuerpolitik, die ungefähr 12 Millionen € lediglich als Steuern von Schiffseigentümern einbehält, aber immerhin 50 Millionen € von Migrantinnen und Migranten einzieht für ihre Bleiberechtserlaubnis, dass diese verfehlte Steuerpolitik maßgeblich der Punkt ist und die Regierung aber jetzt mit genau denselben Argumenten die Krise retten will. Well, at the beginning I told you that I bring you the warm greetings of the youth of Synaspismos. I also bring you the message that we will keep fighting against this situation until the end, even if we have to face the worst phase of this state. Because you should know that just 2 days ago, a 30-year-old demonstrator almost got killed by policemen during the general strike. And I think you can now have a look at the video showing such an incident. Maximize the image. Maximize the image. Okay, also es gibt hier ein YouTube-Video, wer das jetzt nicht erkennen kann, das liegt nicht an den Augen, sondern an den Umständen. Das liegt hier sozusagen noch vor. Es zeigt die Auseinandersetzungen und Kämpfe, die in Griechenland stattfinden. Die Berichterstattung darüber ist in der Bundesrepublik etwas weniger geworden, aber sie finden nach wie vor statt. Nikolaios Synaspismos ist maßgeblich darin beteiligt und wird auch nicht aufgeben. Die Bewegungen sind stabil, die Bewegungen sind entschlossen und lassen sich auch nicht davon zurückschrecken, dass hier, wie hier gezeigt, Genossinnen und Genossen teilweise lebensgefährlich verletzt werden in den Auseinandersetzungen. Polizeigewalt hat massiv zugenommen. So this is what we face in Greece. I just have to tell you that a Tunisian student, a member of the Tunisian parliament, was present in the strike, and she was shocked by the brutality of Greek police forces. Just imagine. So, we'll keep up our fight, even if we have to clash with the fascists, the extreme and populist right of Greece, who want us to believe that the immigrants are to blame for the crisis, who actually have killed a 20-year-old immigrant last day. You can see, again, in the second video, the fascists going around and hunting for immigrants in Athens. Was Sie jetzt hier sehen könnt, ist Ausdruck eines anderen Problems, das die Krise mit sich gebracht hat, nämlich ein Erstarken der Rechten und auch der wirklich krassen Rechten. Also die Faschisten haben wieder Oberwasser bekommen in vielen Gegenden und jagen offen Migrantinnen und Migranten, was einhergeht mit einer Verschärfung und einem rechtspopulistischen Beschuldigen dieser Migrantinnen und Migranten durch die Regierung. Das sind hier so die krassesten Auswüchse und es führt auch zu verstärkten Auseinandersetzungen von jungen Linken mit Nazis. But you know, we have already won them once. We won them because we know, yes, we have won them because it's great that the only victory of this period was by those who are being most brutally exploited, the immigrant workers. 300 heroic of them, of the immigrant workers of Greece, were on a 44-day of hunger strike to make the government hand them their resident permits. We supported them all the time, day and night, helping them, being there, even transferring them to hospitals when they were fading out, and protecting them by some doctors who were trying to feed them by force. And you know this is a kind of torture. And they won, even if we had to fight against almost all Greek parties and media, against actually the beliefs of a large part of our society. Aber wie ihr vielleicht wisst, haben wir sie schon einmal besiegt. Der Applaus ging, glaube ich, bei euch in eine andere Vermutungsrichtung. Es geht hier um ein konkretes Beispiel aus den letzten Wochen. Und zwar haben von den vielen Migrantinnen und Migranten, die im Moment in unglaublich prekären Situationen sind und deren Lebenszustände sich gerade weiter verschärfen, etwa 300, die sehr mutige Entscheidung geschlossen mit einem breiten und großen, international auch viel Beachtung gefunden haben, den Hungerstreik über etliche Wochen sich bessere Bedingungen zu erzwingen. Ihr konntet es verfolgen. Es gab massive Eingriffe auch von staatlicher Seite. Dort sollten Leute zwangsernährt werden, was als Folter gilt. Sie haben das durchgezogen. Sie haben relativ wenig Unterstützung aus der politischen Landschaft bekommen. Die Linke hat sie unterstützt und wird es auch weiterhin tun.
But actually we do have the support of the social majority in other fields of our activity, like the Won't Pay movement. A movement that denies paying the 40% increased tickets of the public transportation system and the very expensive tolls in the national highways. We deny paying, and we are being condemned for it by the government and the mainstream media, which say that our political coalition, Syriza, is an evil force that wishes to destroy the country. It seems, my dear comrades, that they believe even more than we do that nowadays a coalition of the radical left is a constant threat for the system. So, dear comrades, 2 months ago, during the process, the Congress on Public Debt that the EL and the Transform Network organized in Athens, Oscar Lafontaine, in the beginning of his speech, told us, "I came here today to indicate to Greek people that not all German politicians are like Mrs. Merkel." So I also came here to show that there are still some Greeks who do not see Germany as just Mrs. Merkel's country. For us, Germany is still the motherland of Karl Marx, of Friedrich Engels, of Rosa Luxemburg, as well as of Bertolt Brecht. It is also the land of Lincoln, of our comrades, who gave us a great example of uniting the left despite the existing differences. I would like to thank you all for the vision you are giving us. Our opponents, my dear comrades, have a very deep knowledge of the words of Machiavelli, divide and rule. In times like this, we must always have in mind the other quote, saying that united we stand. So please keep up the good work. Your country, Europe, the world, needs the construction of a united, strong, radical left anti-capitalist party. Germany is also the land of a socialist experience, the one of the so-called real existing socialism. One of those that convinced us that socialism, as Nikos Poulantzas used to say, would either be democratic or not exist at all. But this is also the land of a revolution, the revolution of the Spartakists. You know, we strongly believe that even a revolution does not win, it can leave its mark on history. It can carry through history the perspective of a future victory. The time when Beethoven's Ode to Joy, another element of Germany, will be heard for the working class of Europe, for every single liberated individual. This is, my dear comrades, our common goal, our common duty. Therefore, I leave you with 3 words. 3 words, I believe, conclude our common vision. Solidarity, struggle, and socialism. Thank you very much. Muss ich das noch übersetzen? Stavros, thanks a lot for coming. Thanks a lot for your moving words. We're glad to have you here. Nun